Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Allegra. Fuchs, covaia. Wolp. Wolp. Nein. Wolp. Che sagst jent Wolp? Baum? Dann fragt der Fuchs, quai costa? Dann sag ich per du Fuchs 3 Francs. Es wird auch lustig. Mit meinen 10 Brocken Roman ist jetzt eine Bäckerei führen. Der Jan Vize hat keinen Plan, was alles auf ihn zukommt. Das Einzige, was man mir gesagt hat im Vorfeld von dieser Sendung ist, ich müsse so Kletterschuhe auftreiben. Da ist auch immer ein Zähler dran. Da. Ja, nein, die sind also wirklich jungfräulich. Gut. Bist du schon mal geklettert eigentlich? Nein. Noch nie. Wirklich noch gar nicht? Nein. Weil ich habe gedacht, für diese Woche ist es eigentlich noch sinnvoll, wenn du in dieser Disziplin schon ein bisschen eine Chance hast, zu trainieren. Also, da ist eigentlich nicht der richtige Zauber da. Das ist nur so. Das ist so ein Vorgeschmäckchen. Aha. Aber das Ziel wäre eigentlich, dass du dort raufgehst. Bis zuoberst. Meinst du, schaffst du es? Du, schau, ich bin noch nie geklettert. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe. Und das ist nur eine Aufgabe von vielen, die Jan hoffentlich ein bisschen ans Limit bringt. Das ist Vize übernimmt im Kanton Graubünden. Und ich, Zeraina, bin übrigens auch dabei. Hoi, lohnt sich's? Lohnt sich, ja. Jan, freut mich. Marco, hoi. Roni. In der Kletterszene sagt man mir ja El Gatto. El Gatto, die Katze. Ja. Das ist gut. So, da rechts raufklettern, Querbalken durch, ganz auf und nochmal durchklettern. Ist das easy, auch ohne grosse Erfahrung. Ohne Nein, das hast du auch schon angehauen, oder? Dann gehen wir da. Richtig gut aus. El Gatto. Jetzt kannst du mit oder ohne Socken, je nachdem. Die guten dann ohne. Meinst du, in der Abend kann ich schon gross schnurren? Dann machst du eh immer. Ja, da wird man eben aber zum Verhängnis. Oh. Nein, ich hätte einen grösseren Kommst. Das Magnesium. Oh, geil. Ja? Dann machst du immer ein bisschen. Ja. Das Also auch weißt du, schon so zu ist viel. halt schwierig, wenn du kletterst. Aber ja. Kannst du ja nicht probieren. Okay, warte noch mal schnell, dann machst du alles so. Hä? Ja, genau. Und dann machst du noch so. Marco, viel Glück. Oi, oi, oi. Ist gut. Ready? Jan, Soll ich kommen? schön langsam. Also, ciao zusammen, wir sehen uns hier oben. Hä? Mach's gut. Danke. Oh, fuck. Es ist immer ein bisschen das Gleiche. Vielleicht sollte ich mein Maul amigs doch ein bisschen weniger weit aufreißen. Also nur ein bisschen. Super machst du das, Jan. Perfekt, genau gut auf die Füße stehen. Aushängen nicht vergessen. Oh, Scheiße. Das Huren aushängen. Ja, das ist streng, gell? Ah, das ist Huren streng. Scheiße. Gut, Jan. Tipptopp. Gut schnaufen. Jawohl. Starr. Der wird jetzt schwierig. Oh. Fuck. Füße geht schon. Ich heb die halbe, gell? Bin voll bei dir. Sauber. Oh Gott. Oh Gott. Oh, aber der ist noch streng, hä? Heiland, zack. Oi, 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 Jetzt schon? Sollst du mal ein bisschen schnaufen? Wenn wir einen Schnupf nehmen? Nein. Hui. El Gatto. Es ist streng und hoch und technisch herausfordernd. Aber das ist noch nicht einmal gewesen. Ich muss jetzt noch weiter rauf.
Magst du noch heben? Oh. Brauchst du noch mal eine Pause? Nein. Gut, ziehst du noch durch. Sauber, Jan. So, ich habe es ja du noch schon gesagt. Easy. Hure geil. Ja, super gemacht. Danke für das. Da sind wir jetzt oben. Boah, ich muss fast kotzen. Lieber nicht, Jan, ich stehe direkt unter dir. Wir gehen gleich weiter. Es ist nämlich nur ein Katzensprung von Klosters. Super gekämpft. Meinst du eigentlich, ich kann nicht lesen? Hast du es gesehen? Also, Da! Lama-Tracking. schau, du übernimmst heute den Hof von Larissa und Rico. Deine Challenge ist nämlich, du musst eigentlich alles auf dem Hof und drumherum managen, bis am Abend um 9:30 sie einen Ausgang. Weißt, im Sommer ist es streng für die Bauern. Jetzt geben wir ihnen mal die Chance, ein bisschen in den Ausgang zu gehen. Ah, das ist aber Ist schön. gut, gell? Ich fühle mich gut, so ein bisschen Pestalozzi-mässig. Ja. Lamas kann jeder. Eben, gell? Das Hündchen haben sie auch dazu. Oh, was ist das für ein Hund? Oh nein, die sehen mega gemütlich aus. Aber sind brutal gefährlich. Hast du gesehen? Das ist, glaube ich, das Hündchen, was sie mir gesagt haben. Ich weiss nicht, wieso dass man so einen grossen Hund will. Oi. Hi. Wie heisst er? Barry. Ich glaube es wirklich. Hoi Barry. Und wie kommen wir jetzt zu dieser Tür? Oh, Glück gehabt. hoi zusammen. Serena behauptet, ihr wartet auf mich. Ist ja so. Schön. Willkommen bei uns. Ihr habt heute Ausgang, hat mir jetzt Serena gesagt. Ja, dank dir. Das ist wirklich so. Darfst du das Arbeit übernehmen. Die Lamas stehen im Stall parat für dich. Du musst sie einfangen, rüsten fürs Trekking. Und dann, wenn die Damen kommen mit den Kindern, darfst du die begleiten. Okay, wie kommen Sie denn? Um 3. Um 3. Ah, um 3, eine halbe Stunde. Das ist super. Dieses Hündchen hast du auch schon gesehen. Ah, ja, das, habt ihr den mal gewogen? Bei 75 Kilo. Okay. Mit dem hast du dann auch noch die Ehre, schnell zu trinken und zu bisseln. Lass nicht rein. Go bisseln. Bisseln den nicht selber. Er bisselt schon selber, aber du musst noch am Seil haben. Im Durst hat er vielleicht auch noch was. Okay, der hat nicht nur alleine, der hat ein Seil. Ja. Ist der friedfertig? Also nicht ein Der ist Spannend. ein Lieber, ja. Solange kein anderer Hund ihm entgegenkommt, ist er ganz ein Lieber. Und wenn ein anderer Hund entgegenkommt? Ist der andere Hund Maus. Ja, ich glaube, der Jan muss langsam rüsten. Ja, vielleicht schon, gell? Können wir geschwind im Stall zeigen, wo es wo ist? Larissa und Rico haben im Ganzen 70 Lamas. Die meisten sind aber auf der Weide, weil fürs Trekking braucht es nur die beiden. Alright. Dann übergeben wir dir die 2 Seile, Danke, Rico. die 2 Lamas, die 3 Kinder. Eins ist schon weg, aber... Das ist schon weg. Aber, ja. Ja. Hab ich geschaut. Danke Kinder sind auch vielmals fürs geschwind weg. Vertrauen. Ja, gerne. Und tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao zusammen. Hey, Kollegen, jetzt haben wir hier einen guten Nachmittag zusammen. Und haben das gehört vorher? Wer ist der Chef? Hä? Nicht mehr dort hinten schauen. Der Chef ist da. Hä? Da ist der Chef. Also, welcher von euch will zuerst? Du bist es, du hast schneller geschaut. Gut. Dann nehmen wir dich einmal an die lange Leine. Ihr bleibt da hinten. hä? Wenn wir den da hinten machen, wo der Scheissdreck ist. Natural. I'm a natural. Also, Bruder, dich haben wir schon mal, hä? Bei dir das auch noch so. Hoppala, gut, sehr gut. Und dann haben wir das schon. Gut. Ihr habt Lama-Trekking gebucht? Ja, gerne. Okay.
Dann haben wir Glück gehabt. Dann sind wir heute nämlich bei einer absoluten Koryphäe vom Lama-Trekking gelandet. Ich bin der Jan, freut mich. Renate freut mich. Renata, Bettina, Jara. Der Robin. Lilian. Okay, vamos. Also dann sind ab jetzt ihr für die Lamas verantwortlich. Ich schaue nur noch auf den Weg. Und geniessen es. Ja, aber anständig sehen. Ja, kann nicht. Easy Job. Willst du sagen? Das Ziel ist, dass der Robin irgendwann das Lama allein führt. Das ist der Robin. Der Robin ist da hinten, aber der ist Robin okay. ist da Aber ja, hinten. ja, das Kilian. Kilian. Ja, das Lustigste bei dem Lama-Tracking war eigentlich der Kilian Mbappé. Weißt du wirklich Kilian wegen Kilian Mbappé? Nein. Ja, das ist gut. Weil er ist mein Lieblingsspieler. Ist dein Lieblingsspieler? Ja. Wo spielt er denn jetzt gerade? Bei Fußball Bei welcher Mannschaft? weiß ich nicht. Real Madrid. Er hat mal 1000 Gold geschossen. Hat er schon? Beeindruckend. Ich habe mal da abgepisst. Weil er da nicht das Zelt aufgestellt ist. Wo genau? Da hinten. Da, also da zwischen den Stangen durch. Und wieso? War es ein Notfall? Oder hast du einfach cool gefunden? Nein. Ich habe einfach nicht verpippen. Ich kann einfach pippen. Das ist nicht witzig. Nein, ist überhaupt nicht witzig, da hast du recht. Zuerst ist rechts und dann plötzlich links. Zuerst ganz allein. Oh oh. Jetzt wird er wirklich heim. Jara, du laufen, gell? Barry! kannst doch nicht einsteigen. Hey Barry, aber du hast doch ein bisschen Zupf, hä? Oh, jetzt hat es gar noch mal geknackt. Seine Schnorre hat etwa die Schuhgrösse 48. Ja. Die haben wirklich keine Angst vor dem, hä? No, ja, ist es nicht. Barry. Ja, Barry. Oh, ja, nein. Aber der Barry ist ein Lieber. Er ist wirklich ein Lieber. Keine Hunde in der Gegend. Nein, Gut, Barry rechts. Was hat er? Geschissen. Hat er? Ja. Lorenzo Säckli. Sagen wir noch drüber ziehen und Knopf drin machen. Okay. Zu schwer. Ja, vielleicht das nächste Mal noch einmal, wo ich noch bei euch zuschaue und dann kann ich es dann. Den kennst du nicht. Vreni und Rudi. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawiner. Komm. Aber wir haben es tun, wir haben es tun. Also, willst du denn nehmen? Ja. Wie alt bist du eigentlich? 11. 11. Das heisst, du gehst in die 50. Und du weißt schon, was du jetzt werden. Ja, Bäuerin. Will den Hof übernehmen. Das ist schon fix. Ja. Ich will das Haus übernehmen, ich tue den Stall übernehmen, den Garten. Und wen übernimmst Keine Ahnung, wenn ich aus der Schule bin. Das ist eigentlich schon bald, etwa 5 Jahre. Und was machst du denn mit deinen Eltern, wenn du da übernimmst? Aussen schmieren. Schmierst du aus. Stellst du vor die Tür halt sein. Sind sie schon in die Pläne eingeweiht? Ja, ich habe ihnen schon gesagt, also ich übernehme den Hof, das können sie sich schon mal vorstellen. Und sie haben auch gesagt, die den Hof übernehmen, die haben das Haus. Also sie wissen schon, dass sie rausgeschmiert werden? Ja. Okay. Frühlingszwiebel. Okay, den nehmen wir auch noch. Das ist wie ein Paradies. Orlando, willst du Hacktätschchen machen?
Gut. Balleli. Also bist du eigentlich jetzt der Hack-Tätschli-Tätschmeister? Dann kannst du die Fleischmasse hier ein bisschen schön massieren, verkneten. Und dann tust du noch rein folgende Gewürze. Das Fleischgewürz hier. Weißt du, wie viel Gewürz das Fleisch braucht? Nicht. Willst du es mal probieren, oder? Ja, du hast Makaronen versalzt. Okay, komm, du machst das jetzt. Wir schauen dann nicht, was man essen kann. Hey Lorenzo, du könntest eigentlich die Bohnen... Da drin spicken lassen. Kannst du die da drin spicken lassen und zuerst den hier noch wegspicken, den wir mal wegspicken lassen? Wieso hat es da Fleisch am Boden? Orlando. Dann soll ich jetzt Gewürz drauf tun. Nein. Ah, du pressest jetzt die Erbsen da raus. Nein, Lorenzo, das ist eine Bohne. Das ist eine Bohne. Die kann man auch so essen. Ja. Bist du eigentlich doof? Haben wir jetzt noch eine zweite Zwiebel? Ja. Lamas. Ich als Landwirt mit selber ausgestelltem Fähigkeitsausweis sage ja immer, die Arbeitsaufteilung ist das A und das O auf dem Hof. Während die Buben kochen, machen Aurelia und ich noch geschwind den Stall. Wieso schiessen die eigentlich so Bölleli? Kann ich auch nicht. Nein, aber das Ich habe gesagt, rückwärts raus. Du hast gesagt, rückwärts rein. Und rückwärts raus. Ich denke, wenn man rückwärts rein ist, geht man vorwärts raus. Nein. Aber die Logik ist eine andere. Machst du aber nicht? Hauptsache, du hast etwas zu lachen. Back in the kitchen game. Darum haben wir noch. What? Warte, das überlegen. Aha, du bist schon so weit. Fertig, hä? Das wäre ein Spaß. Ist gekocht? Ja. Hast du gewürzt? Ja. Alles? Müssen die noch so roh sein? Ist das so ein bisschen das... Ja. Nein, ich würde es jetzt einfach herstellen und nachher. Das ist viel zu viel. Nachher viel. Was ist das Schwarze, Ja. was du da noch drauf tun hast? Ja. Das sind die Zwiebeln. Ja. Die müssen auch so sein. Ja. Vielleicht hätte man noch sagen, dass die Zwiebeln müssten in das Fleischgemenge rein. Zuerst tot geschwärzt. Schön ist aber, wenn sie etwas machen. Wir können ja noch etwas Schönes spielen oder so. Was? Das ist wieder mal ein verdammtes Chaos. Das ist ein verdammtes Chaos. Hey, sehr bald. Ciao. Nein, also das Essen war natürlich keine Meisterleistung, so vom Timing her. Jungs, ich glaube, wir können essen. Hey, wo ist Aurelia? Am Schlafen. Also, eure Fleischböller, die ihr selber gemacht habt. Das Problem war, das Essen war dann wirklich um 10 von 9 Uhr parat. Die Aurelia ist in der Zwischenzeit schon geschlafen. Die hat man auch nicht mehr wach gekriegt. Oh, haben wir echt noch mal so einen? Boah, das sind salzig. So, Orlando ist während dem Essen eigentlich fast eingepennt. Der hat irgendwie noch einen Biss genommen da von dem Lama und dann hat er gesagt, ich gehe schlafen. Ciao. Bett. Ha? Ich gehe ins Bett. Und du gehst auch ins Bett? Du bist so müde? Ja. Dann bin ich nur noch mit dem unverwüstlichen Lorenzo abgehackt. Der war aber immer noch gut drauf. Du so, als würde ich auch. Ist ja ein Rennen. Buonanotte.
geschafft. Ich würde sagen, diese Aufgabe hat Jan mit Bravour gemeistert. Wobei, streichen wir mit Bravour. Hoi, habt ihr etwas gehört? Und dann aufgrund vom Autogeräusch, das sie erkennen, haben sie gewusst, jetzt kommen die Eltern wieder zurück. Und dann sind alle drei wie der Blitz drinnen gestanden. Wir haben das Auto gehört. Etti und Mutti kommen wieder. Wohl. Da schlafen wir mal ein paar. Ja, Arme. Da schlafen wir mal ein paar. Nein, es ist gerade kalt, du arme Scheisser. Hey. Danke vielmals. Danke auch. Danke auch vielmals. Schlafen gut. Ja. Danke. Tschüss. Es war ein strenger erster Tag. Aber der Jan hat erfüllt. Nächster Halt. Wir gehen baden, das tut meine Laune laden. Nicht wirklich. Wellness kannst du dir gerade abschminken. Yippie! Wir gehen weiter auf die Schirf, ihr Walmüsteier. Zum Glück sind wir im Panoramawagen. Oh! Ist noch frei? Ist noch frei? Danke. Schau mal, wie schön. So, jetzt habe ich den Jan, glaube ich, lang genug auf die Folter gespannt. Willst du wissen, was wir machen? Oh nein. Serena war ja früher eine Lehrerin, bevor sie zum Fernsehen kam. Es war ja immer ihr Traum, dass sie mir mal so einen Block überreichen kann. Das Woggi-Kärtchen. Ah, geil. Die werden wir heute noch brauchen. Ja. Du übernimmst nämlich vom Morgen früh bis am Mittag die Dorfbäckerei vom Steyr. Und dort redet man nur Romanisch. Oh, Die Tochter reden Romanisch, die Angestellten Romanisch. Und du übernimmst dort den Bäck mit dem Kaffee, also oben, Verkauf. Und sie wollen, dass du nur Romanisch redest. Drum. Bella Saira. Gute Nacht. Buonanotte. Drum gehst du eigentlich in die Schule heute. Schon? Ja. Habe ich einen Lehrer? Du bist ein Romanischlehrer. In Tjerf. Tjerf. Hey, das gibt es schon mal. Wie heisst der? Jasper in Tjerf, oder? Er heisst wirklich Jasper. Der Jasper bringt dem Jan Jauer bei. Das ist ein Dialekt vom Unterengadiner Valader, wo aber nur in Valmüsteier geredet wird. È un piacere vedere il Gipfeli a Wusch. Stürtin. Stürtin. Ah. Bundi Jasper. Oui. Ein contai. C'è piacere conoscere. Da conosco la tai. Buondì. E sono Jasper. Ja, und dann hat er ausgesehen wie so ein richtiger Lehrer. Ja, so sehen doch Lehrer aus. Ciao da feu. Ciao da feu. Cucina. Cucina. Cucina, via. Jongens, tu sta là, o qua. Stast du là? Und ich habe heute Lektion privata. Privatismo. Oh. Kurs intensiv. Und du bist wirklich Lehrer? Sì, después 1980. Después 1980. 180. 180 Jahre bist du Lehrer. Sind 1980. Ah, sind 1980. Nos kommen sein. Nus kommen sein, wir beginnen con il corso da creche da romansch. Creche da romansch. Al prim als schon dit, bundi. Ist das klar? Also gut. Bundi. Hey. Stimmt, das ist das Wichtigste. Die Gäste mal freundlich begrüßen. Ja, mit Bundi. einem ausschweifenden Bundi. Genau, bundi. Und dem muss aber gerade etwas kommen. Kovaja. Kovaja, wie geht's? Und dann, was sagen die Leute meistens? Bein. 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 Aber viele sagen Bun und das ist falsch. Okay, dann soll ich es korrigieren, wenn es Bun ja, sagt. eigentlich müsste ich sagen, nicht Bun, Bein.
Wein. Wein. Gut. Falls eine Bun sagt, Die geht. Unterländer sagen Bun, weil das gut ist, oder? Ja. Und wir sagen Wein, weil es ein Adverb ist. Ja. Und Bun ist ein Das ist Adjektiv. immer geliebt, die Unterscheidung zwischen Adverb und Adjektiv. Hast du das gelernt? Ja. Ich auch. Aber umgekehrt in der deutschen Sprache. Was hättest du gerne? Que wässers jent? Der ist schon ein Zungenbrecher. Der ist nämlich noch wichtig. Ja. Que wässers jent. wässers jent. Que wässers Wässers jent. Das ist aber... Que was? Wässers willst. Wässers möchtest du haben. Hätten sie jent. gerne. Gerne. Que wässers jent. Brot ist Baun. Baun. Baun, das sind Gipfeli. Stortin, das ist Plural, Stortins. Ja? Gut, aber ja. Sonst noch etwas? Amo Alch. Was auch noch wichtig wäre, ist, ich entschuldige mich für dieses Debakel. Ja, machst tschüss. Ja, machst tschüss. Per questo debacle. Per questo debakel. Gut. Ja? Und dann vielleicht noch, Sie sind der beste Gast, den ich je bedient habe. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht zu viel, aber... Gut. Vous êtes il melder giaste. Ne giaste. Giaste. Tu m'as pu servir. Tu m'as pu servir. Gut. Das ist absolute Maximum. Ja, mehr gehen wir nicht. Ja, gut. Ha? Du mal singen? Ja, das ist das Lied von meiner Mutter. Natürlich. Von Linard Bardil. Deine Mutter ist der Linard Bardil? Nein, meine Mutter hat es geschrieben. Ja, da ist meine Mutter. Madeleine Stupan. Ja. Okay. Okay? Ja, drauf. Et vets bod besulet, sunt ia spuandalpina, cum pontu da vadret, da naive da la vina, sun estonde no bandon, udor los poșvaera, na vis esat, Jamilci miem falle a primavera, na visesa, Jamilci miem falle a primavera. Grandios! Grandios! Grazie! Es ist cool, hat Serena für mich endlich einen Romanischkurs gebucht. Allerdings in einem Idiom, wo 2000 Leute reden. Nur im Münstertal. Ja, super. Das ist doch ein Scheiß. Also nicht Sprache, aber find wirklich mal irgendeinen dahergelaufenen, der Jauer versteht. Allegra. Fuchs, Govaia. Wolp. Wolp. Hi. Wolp. Wolp. Oh, Fuchs. Wolp. 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 Govaia. Bein. Nie Bun sagen, gell? Weil sonst weiss man, etwas ist krumm mit dir. Bein. Oh, jetzt kommt er. Also der Fuchs wäre jetzt ein Gast. Oh, er kommt. Na ja, gut, er ist ein Gast. Das ist normal, dass er kommt. Dann sage ich, was willst du? «Que vas jent?» Fuchs. Wie heißt der Fuchs? Wolp. «Que vas jent?» Wolp. Baun? Dann fragt der Fuchs, «Quai costa?» Dann sage ich, «Per du, Fuchs?» 3 Francs. Dann zahlt er mir. Dann sage ich, «Grazie, grazie, Fuchs. Vus esat il melder just, geo na pudu servir.» Und dann gehst du, Fuchs. Arrivair. Arrivair, Fuchs. Wolp. Allegra. Ciao. Ciao, Infanz. Covai. Und jetzt? Covai. Covaia. Covaia. Us escet il meller just, c'è pudu servir. Was? Us? Us esce? Us escet Us escet? il melder just, Il melder just. c'è pudu servir. C'è una pudu servir. Kopfetami. Us esce melder. Hi. Us esce
Il Melder. Escia. Aus Escia. Allegra, buondì. Che vessacient. Buon divertimento. A tots. Ensembles. Questa è la forneria. Allegra, buondì. Oh, Allegra. Allegras. Ja. Oh, ja una nom Jan. E tu? Ja una nom Catarina. Catarina. Hai. Piacere. Plagiare. Fa piacere. Io sono la fornera Larissa, Larissa, la forniera Larissa. la figlia. La figlia da Caterina. Grazie che io bin hier. Non può venire. Grazie. Ja, es fein. Als wordt sortor la bottiglia in ons café insieme. Wir trinken heute Kaffee zusammen und haben es lustig. Schlattfüße. Ja. Uniform. Tschüss per questi bacco. Quai es mes prim di. Gast kommt. Bundi. Covaia. Grazie. Baina. E de vous? Bain. Erisce. Sì. Vesselien de me vender, eh? Ah, che vesa gente? Ja, we zijn un de Basilea. Un de Basilea. Hi. Jetzt das Telefon. Wo ist das Telefon? Wie heißen wir? Bot. Hä? Bot. Forneria Bot. Bundi. Wie heißt Bundi. Ivan Fallet. Che vesa gente? Ja, lustig, ja. Kannst du auch Deutsch? Che vesa gente? Ja, wir nehmen das Wasser. Basilea. Basta. 3 francs con 30 raps. Una qua. Precis. Arrivai. Arrivaier, grazie Fitch. Gut, jetzt bin ich drin. Ah, da ist der Kübel, das ist schön. Guten Morgen. Bundi. Du bist ein Tourist? Tourist. Okay, dann machen wir Touristensprache. Kriege aber extra was mit Frühstück. Ah, du bist ein richtiger Tourist. Paunseiel, duas Strützel. Quantos Strützel? 2. Panin da spelta integral. Buon lavoro. Che vesa scient? Ja, vielleicht sind un Stortin. Un Beint. Un stortin da Beint. Bainch. Que Bainch? Scusa per queste bacche. Non in ordine. Ques mi prim di. Que bun. Que bun. Ciao. Okay. Stortin da 70 Rappen zurück. Grazie, Fitch. Wo se schaut il Melder Chast che è una pudu servir. Super. Grazie. Fate un buon job. Grazie Fitch. Ciao. Tschüss, ciao. Was Schleimer. Die habe ich, glaube ich, gehabt. Wo sind die Gläser? Ist das ein Wasserglas? Ja, ich glaube schon. Hä? Das ist kein Blumenvase. Wird schon stimmen, hä? Aber du machst es gut. Das ist ein Wasserpokal. Jetzt kommen viele Leute. Ja, jetzt wird es stressig. Hast du noch ein Schokipulver wollen? Sehr eine noch eine Schale und einmal Cappuccino für die Dame, die jetzt gerade raus ist. Schon erledigt. Schon erledigt? Gutes Personal ist so und so. Aber findest du nicht mehr viel? Ihr, Stepan. Stepan? Jan, gestern noch Schulden. Schulden? Muss ich zahlen. Schulden? Oi, oi, oi. Gloria. Peach. Da forza l'insieme. Der Peach hat Schulden. Fitch hat Schulden. 35,80.
Grazie Fitsch, per Tilge la Schulter. Ja, die meisten Gäste, habe ich das Gefühl, sind einmal recht glücklich. Ich habe das Gefühl, sie schätzen es auch, dass mal eine unkonventionelle Bedienung daherkommt. Du bist Italienerin? Ja. Italienisches Brot. Nur Wein. Nein, ist nur... Ciao, Gloria. Wollen Sie mal probieren? Vielleicht muss man da einfach intelligenter sein. Das glaube ich. Oder haben wir es jetzt echt schon verbogen? Jetzt haben wir ihn, glaube ich... Aha, der ist eben falsch rum. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil die belegten Brötchen will man jetzt nicht noch umdrüllen. He? Das ist oben. Oh. Meine Biere. Super. Hut ab, ich hätte noch gedacht, du sagst es, aber für mich aus bist du nicht gesagt. Du hast das super gemacht. Und du bist zufrieden mit dir? Ja, ich bin eigentlich immer zufrieden mit mir. Darf ich noch einmal wie so einen Radprofi, der eine Etappe gewonnen hat und die stehen so nebenan? Ja, die Ehrendame. Ja, der ist aus der Zeit. Also, ciao, danke. Tschüss zusammen. Vor Valmisteier geht es weiter Richtung Oberengadin. In Pontresina treffen wir nämlich jemanden, der mich ablöst. Es fehlt ja immer noch die Herausforderung, die mit Klettern zu tun hat. Und für die braucht es nicht mich, sondern einen Bergführer. Der Peter. Gehen wir endlich. Serena. Hey, Dann willst du jetzt wirklich nicht mit. Nein, ist verrückt. Letzte Chance. Nein, gönnt. Gut. Gönnt. Handshake. Ja, das habe ich wohl verdient. Ciao, ciao. Weil ich schicke Jan als Abschluss auf einen richtig schwierigen Kletterberg. Der, der wirklich oben drauf ist der Badile. Da dort. Das ist schon. Das ist schon. Das ist noch. Ja. Ich bin parat wie noch nie in meinem Leben. Den Piz Badile werde ich abreißen. Wir fahren also ins Bergell zum Ausgangspunkt. Und dort realisiere ich erst, was der Badile für ein Berg ist. Peter behauptet, das ist der Grat, wo wir raufgehen. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Peter, ist ja wirklich der Grat? Ja. Das ist kein Witz. Nein, das ist kein Witz. Aha. Ah, nicht nervös werden, keine Energie verlieren mit nervös werden. Das nützt nichts. Das ist wirklich keine Sache. Oh, gut. Ja? Weißt du, 10 Mal. Das ist ja auch steil. Teamwork. Ich habe im Moment keine Zeit, um mir den Kopf darüber zu zerbrechen, weil zuerst müssen wir in die Hütte hochlaufen, die unterhalb vom Badile steht, in die Cabana Sasfure. Wann darf der Gast einmal vorauslaufen? Wie immer. Immer? Ja, ja. Du rappen musst sogar. Gell, damit kannst du schauen, ob er ein Zeichen macht. Das ist schon noch ein brutaler Berg. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, irgendeine Route da raus zu lesen. Gelingt mir nicht. Zur einzigen Einsicht, die ich gekommen bin, wenn ich jetzt das von da so anschaue, habe ich das Gefühl, das ist über meinen Verhältnissen. Ja, ja. Also, gute Nacht. Buonanotte. Es ist morgen um 3:30. Von uns wartet eine ca. 8-stündige Kletterei. Schön pazifik. Schön pazifik. Oh, die sind so recht hoch. He? Schau mal. Die sind schon mit der Wand. Da habe ich einen Spruch gelesen. Ja. Machen ist wie wollen, nur krasser. Schau mal da. Unser Ziel. Badile. Jetzt gehen wir da rauf. Sehr schön. Gut, dann kannst du kommen. Super, Jan. Der Alpinist. Hey. Der Alpinist. Jawohl, Jan. Schön. Da geht's. Ja, genau. Leck, bist du beweglich. Ganz verrückt. Hätte ich nie gedacht.
Kannst du auf den Haken stehen? Stehen dürfen wir. Weil manchmal hat es irgendwie so Reisnägelnöpfe, wo er dann oben runterschreit, ja, dort hat sie einen kleinen Vorsprung, da kannst du mit dem Fuß drauf. Und dann schaust du, dann musst du eigentlich fast mit dem Mikroskop an und dann denkst du so, der! Geh dann wieder zu mir rüberstehen. Schau, rüberstehen. Ja, genau, super. Jetzt kommen gute Griffe. Schlinge da, schöne Griff. Schlinge kannst du mitnehmen. Kannst du rausnehmen. Schöner Griff, gell? Holy shit! Nein, wir haben ja gesagt, sollst du nicht runterschauen. Hör. So, ich bin wieder mal in einem sogenannten Stand. Weißt du, wenn ich warten muss, bis der Peter da oben ist. Im nächsten Stand und mir dann öfter das Jahr wieder verkommen. Das Problem von diesen Ständen ist, du hast immer viel Zeit zum Überlegen und zum Runterschauen. Ei. Schön hinten rein. Jawohl, schön hinten rein. So, oberst Heben auf dem Platz. Genau, das schön hinten rein dort. Schön, jawohl. Super. 1, 2, go! Fuck! Was hast du angeschlagen? Ja. Ah. Das sagt man nicht im Fernsehen. Fluchen, au! Ja, gar nicht zu viel, ein bisschen rechts. Die 1, 2, hoppala. Jawohl. Au! Kurz schnaufen. Oh, Scheiße. Gut, Jan. Hä? Hast du gekommen, gell? Genau, locker. Jetzt gehst du zum nächsten. Tack und über jetzt mit der Hand zum Express. Oh. Hat ein Trittli dort zum Stehen mit dem Fuß. Geh mit dem Fuß rein, dort lässt das Ding reinstehen. Und jetzt auf Gott das Trittli. Wo siehst du da ein Trittli? Ja, ein bisschen tiefer drin. Komm, geh mit einem durch. Und der Zeben stehen. Ja, genau. Und jetzt komm. Zack. Komm, geh zum Express. Ja, locker. Genau. Aushängen zuerst. Dann aushängen. Dann Seil immer rausnehmen. Seil rausnehmen. Hey. Ja. Hey. Jawohl. Ja, super. Geh raufkippen. Und gehen. Und pumpen. Voll drauf da. Und den Express nehmen. Oh, hoppa. Geh raus mit den Füßen. Weit. Gar nicht zu hoch kommen. Wieder ein bisschen abwärts. Hey, souverän gemacht. Das haben wir alles auf Film. Sag stark. Super gemacht, hey. Mega. Hammer. Ja, wenn es über ist, spreizen. Du kannst ja den Spagat. Genau so. Du am Seil heben. Zieh ein bisschen. Krampfhitter, er rupft mit den Armen verrutscht, auf die Füße. Hier, Ort. Er kommt so schnell, kommt fast nicht noch mit sicher. Ha, tak. Oh Jan, du bist eine Maschine. Kannst du da unten reinkommen, nicht rauf, sonst musst du nachher mühsam runter. Hast du gesehen? Schau mal da runter. Nein, hau ab. Nein, jetzt muss ich nicht. Nein, das ist verrückt, was da Ja, ich schaue es dann im Film. Der Gast darf natürlich vor. Ah. Logisch. Das ist ja wirklich. Das ist nicht wirklich. Peter! Hey! Wir haben es geschafft. Heiland. Heiliger Bimbam, die hohe Stöhne. Hey! Peter! Oh, danke. Danke dir. Du bist ein krasser Typ. Ja, du machst jeden Scheissdreck mit. Ja, ich weiss nicht, ob du ein guter Umgang bist für mich. Ja, genau. Sagst der Frau nicht. Kann man das überhaupt noch toppen? Vielleicht schon am nächsten Freitag geht es nämlich in meine Heimat in die Ostschweiz. Was hat echt Serena dort für mich ausgeheckt? SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».